ich wollte dem Herr Bitte, Herr Staatsminister, merci so wie singeriert. Sie hat uns beeindruckt an dem Sinn, dass sie eigentlich nicht der Situation angepasst war, wie es heute ist. Sie also ein bisschen auf die Covid-Krise angegangen, ganz lang zu gut, sie durch ein paar Perspektiven abgezeichnet über steuerliche Initiativen, die diese Regierung hält. Wir am größten Ganze wurde ein Paraphrase zum Regierungsprogramm, etwas, was lang bekannt war. Und das ist sicher eine Verharmlosung, die wir gestern hören vom Herrn Bittel und heute auch vom Herrn Gramegna, von der Gravität von der finanziellen Situation. Ich will Ihnen das Problem nicht gesehen, aber wenn Ihnen das Problem nicht gesagt, dann brauchen Sie sicher auch nicht zu lesen. Das ist auch ein Beweis, dass diese Regierung, dass es hier an Kraft und an Flexibilität fehlt, für auf die aktuellen Herausforderungen heranzugehen. Wir haben eine relativ dramatische Situation. Aber sie noch, und das will ich auch so, ein paar Positivpunkte gewählt an der Regierungserklärung. Das erste war, dass Luther davon geschwärzt wird, eine Prozedur anzuführen, wenn ein Betrieb sich voll am Land niederlässt. Ganz am Anfang von der Prozedur. Mit der Frage ist, was sind Kriterien? So froh wir sind, dass das soll angefeiert sind, das ist eine lange Forderung, die wir hatten, in Form von einem Guichet unique, wo das kann dann trätiert gehen. Aber wir müssen aber gucken, nur welche Kriterien. Also so wie wir fährten, dass eigentlich die grüne Partei von Anfang an probiert, eben auch Kriterien ranzuholen für das Development von einer Industriepolitik zu Lützeburg zu behindern. Wir haben noch eine Reihe von Maßnahmen wie Steuerlöcher, Ungerechtigkeiten am Steuersystem zu stoppen. Auch da ist eine Forderung von der ADR. Was Fonds d'investissement spezialisiert angeht, was Stock Options angeht, hatten wir auch Propositionen vorgelöst. Wir sehen, dass die Regierung an den Domänen will aktiv gehen. Wir werden genau prüfen, was da vorgeschlagen wird. Es sind aber auch dabei, die Maßnahmen, die proposiert werden für das Amortissement accéléré, das ist eigentlich an Eisen wahrscheinlich nicht greifen. Wir gucken uns den Detail an. Ich will aber nicht nehmen, ob dem Herr Bittel singeriert antworten, weil da war nicht so viel dran, mir allgemein ein paar Bemerkungen machen über das Funktionament der Regierung. Und das ist auch, wie als Demokratie funktioniert. Wir haben hier, und das sind aber froh, dass wenigstens zwei Ministerinnen hier sind, noch von der Staatsminister nicht hier ist. Wir haben eine gewisse Mépris vom Parlament. Wir haben eine Mépris vom Parlament. Und ich will das auch am Beispiel von den parlamentarischen Frauen hier illustrieren. Eine demokratische Partei, die ist von der Transparenz und vom Dialog, wie sie immer sieht, die hat sich zur Gewöhnlich gemacht für parlamentarische Frauen, die hier nicht passen, überhaupt nicht mehr zu antworten. Ich habe zum Beispiel, ich dazu, den 11. Februar 2019, los immer Oktober 2020, da Madame Kahn eine Question parlementaire gestaltet, die hier offensichtlich nicht gepasst wird, die wird de Clay. Und de Clay hat seinerzeit gefordert, tout discours anxiogène, que ce soit concernant la langue ou la nationalité, doivent être bannis des discours publics. Was die Regierung davon erhält, dass so eine Zensurforderung nie eine Antwort von der Madame Minister. Ich hatte den Herrn Minister Mark Hansen, auch ein DP-Minister, gefragt, den 30. September 2019, auf weil keine Antwort kommt, nach dem 24. Februar 2020, für welche Funktionen in der Fonction publique Lützeburger Spruch nicht mehr muss können schwätzen oder schreiben. Überhaupt kein Lützeburger muss können. Bis heute habe ich keine Antwort gekriegt. Das ist also auch schon über die Jahre. Wir haben also Ministerin, die das Parlament so konsiderieren, dass sie überhaupt nicht mehr nötig fanden, auf Fragen zu antworten. Es kann ja nicht darum liegen, dass die Regierung nicht genug politische Beamten hat, für Fragen zu antworten, weil wir gesehen haben, und natürlich Statistiken gewiesen, dass hier neue Rekorden aufgestellt werden, was politische Beamten angeht. Da wird ja auch Leute da sein, die können parlamentarisch Fragen beantworten. Ein zweiter Punkt ist die Deontologie von dieser Regierung. Wir hatten eine Reihe Probleme, Pantouflage und Ministerin, die dann an Privatökonomie rüberwechseln. Wir hatten Ministerin, die sich speziell um verschiedene Geschäfte bemühen und E-Mails schicken. Wir hätten gerne die Deontologie von der Regierung, nicht mehr von der Regierung oder von der Kommission von der Regierung kontrolliert, geht mir hier vom Parlament. Wir werden noch an dem Sinn eine Motion herbringen an nächster Zukunft, wo wir genau fordern, dass die Regierung, wie sich gehört, vom Parlament kontrolliert wird, inklusive Deontologie von der Regierung. Und da will ich wissen, wie sie sich dazu stellt. Mir noch die gewünscht, die wir in letzter Zeit gesehen, dass das Parlament regiert wird. Das ist heute zu Lützeburg besonders der Fall, wir haben nicht nehmen hier. Ein rezentes Beispiel ist Narité Grand Ducal, der geholfen ist, für die Maison du Grand Duc anzuführen.
der normale Weg wäre Gesetz gewesen. Auch darüber kommen wir an nächster Zukunft zurück. An Schremisch darüber, der dort Kollegium der CSV, da Text wahrscheinlich wird Matt unterstützen, und noch die Linken und Piraten, dass wir hier im Parlament die froh diskutieren. Wir haben noch einmal das Problem von der Nicht-Ratifizierung von internationalen Akkorden des Parlaments, wie der aber misst sind, also die Memoire d'Entente. Wir haben europäische Reglementer, wichtige Fragen, die geholt gehen, ob schon normalerweise ein direktiv geholgiges Reglement geholt, wie der nicht muss, also der nicht muss durch Parlament. Wir haben eine Devalorisierung von den Parlamenten bei internationalen Handelsaufkommen, das tun wir beim CETA gesehen. Wir haben eine Konferenz pour l'avenir de l'Europe, die bewusst so organisiert wird, dass das Parlament geht durch Spiegelinitiativen und durch so Sachen für eben zu verhindern, dass es zu einer parlamentarischen Debatte kommt. Besonders an der Europapolitik ist es ja heute so, dass gewusst ist am Conseil européen, an den Ministerrat, dass es wahrscheinlich keine parlamentarische Majorität mehr in Europa gibt für Traktatänderungen, die mehr Kompetenzen in der Europäischen Union gegen auftreten, weil das gewusst als GTW verhindert. An der Covid-Krise hat der Staatsminister viel über die sanitären Maßnahmen geschwärzt, über die Situation, die wir kennen. Und ich kann nicht so, Herr Staatsminister, Sie froh, dass ihr hier seid, dass wir bei euch sind an einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die dir geholt hat. Die Sanitärkrise muss in echt holen, aber wir sind selbstverständlich bei ihr, wenn es heißt, Solidarität tun, Solidarität mit den älteren Leuten, Solidarität mit vulnerablen Leuten, Solidarität mit sozial schwachen Leuten, Situationen, wo die Leute an den Hemen, ob schon das von der Regierung nicht immer gut gehandhabt wird, Solidarität mit den Leuten auf der Straße sehen, an die besonders viel Ersatz von unserer Seite brauchen. Bei all diesen Sachen sind wir klar bei euch. Und wir haben das von Anfang an dieser Krise auch gewissen, die ganze Opposition, wir haben einstimmig nicht die Krise geholt, ob schon mal heute vieles ähnlich ging, mehr am Wissensstand, den wir heute tun, mit dem wir zum Beispiel so agiert, wie wir es für richtig fanden. Aber. Und da unterscheiden wir als RDR ganz klar von der Regierungspolitik, wir gehen nie auf den Weg, dass man Grundfreiheiten und den Schutz von den Grundfreiheiten an diesem Kontext gegen negligieren. Wir haben eine Tendenz hier an der Regierung gehabt, nur mit der Krise, die 3 Monate gedauert hat, da sind die Maßnahmen zunächst mal immer verlängert gehen, Maßnahmen, die Grundfreiheiten von den Bürgern einschränken. Mit einer parlamentarischen Majorität, die kleinst möglich von 31 Leuten, sind dann Freiheiten wie Liberté de Commerce, Liberté de manifester ses opinions, Protection de la vie privée, konstitutionell garantiert Grundfreiheiten, die aber eingeschränkt gehen. Zunächst wird für 1 Monat, du wird für 2 Monate, über die Summe los, Leschkehr für 3 Monate an eine Woche verlängert gehen. Das heißt, wir haben die verlängert mehr lang, wie die Etat der Krise gedauert hat. Und so mir, das geht nicht mit 31 Deputierten, wenn wir die Grundrechte von den Leuten einschränken. Da hätten wir gerne andere Maßnahmen. Und am Etat der Krise hätten wir auch gerne mehr Kontrolle. Und dafür holen wir als ADR. Wir haben schon eng von ihnen 2 geholt. Mein Kollege, der Deputierte Roy Reding, den hat schon eine Proposition de Revision de la Constitution gelöscht, wie dat man eng Möglichkeit tun, an engem Etat de Krise Maßnahmen von der Regierung engem Kontrolle von der Cour konstitutionell vorzulehnen. Aber wir werden eine zweite Initiativgeschwindigkeit proposieren, die darüber herausgeht, dass wenn ein Gesetz an die Chambre kommt, für die Grundrechte von den Leuten eingeschränkt gehen, da wird eine Prozedur vorgesehen, dann muss das durch eine 2/3 Majorität am Parlament ugeholt gehen. Es kann nicht mehr sein, dass eine einfache Regierungsmajorität innerfeiert sich hingeht und die Grundrechte von den Leuten über Gesetz einfach kann einschränken. Das geht nicht. Wir haben auch, was die Gesundheit angeht, muss mir konstatieren, das Land einfach schlecht präpariert war. Und das ist nicht wahr, wie häufig Druck gesagt wird, dass das nie darüber aufmerksam gemacht hat oder dass man nicht protestiert hätte. Zum Beispiel, wo bei der LSAP Reform Mutsch am Gesundheitswesen 12 Spitalsbetten reduziert und plafoniert wird. Der MD, Doktisch Assoziation, wo auch dagegen, wir als ADR hatten den Punkt abgeworfen, und wir haben dagegen gestimmt, weil wir gesagt haben, das hält man nicht Schritt mit der Bevölkerungsfürchtung in der Population. Wie kann ihn hingehen an Spitalsbetten plafonieren, reduzieren, weil gesagt wird, dass mehr ambulant und so weiter. Wir wollen wissen, wie als Population wiest. Und wir haben auch schon damals gesagt, was von einer Krise ist. Es ist also so, dass wir das immer kontestiert haben, dass nicht genug Reserven da sind. Wir haben doch über Question Parlamentäre gemerkt. Und es ist eine staatliche Aufgabe. Und darüber haben wir auch, wie das die Reservekapazitäten, die sollen abgerichtet gehen, auch vom Staat kontrolliert gehen. Denn Herr Staatsminister hat gestern gesagt, die Kliniken gehen sie schon eins, die machen das.
Nee, das Staat wird zu gucken, dass man Reserven hat. Und nicht nur am Spidolswesen, nicht nur am Gesundheitswesen. Wir müssen man doch nicht vergessen, dass auch bei lebenswichtigen Gitter, bei Lebensmitteln, aber bei so Sachen auch muss Reserven existieren. Das ist doch nicht normal, dass man in eine Situation hier am Land kommen, wo die Leute so beunruhigt sind, dass sie Hamsterkäfer auf einmal machen. Und das ist noch nicht lange hier, und es sind noch keine Szenen aus dem letzten Krieg, es sind Szenen, die hier am Land für eine paar Monate existiert haben. Wir haben auch die froh, was das da am Militärspidol, wo soll gewisse Reservekapazitäten abgebaut gehen, wir kommen noch immer darüber zurück, wir hätten gerne auch, dass das Dossier 4 geht und das hier in der Chamber endlich vorgestellt wird. Wir hätten noch gerne weiter helfen wie die Sektoren. Und schmengen, du sind wir uns aber mehr eins, es gibt einfach Sektoren, die unbedingt weiter Hilfe brauchen, Horeca, Tourismus, evenementiell, Kultur. Und du musst weiter geholfen gehen, das ist evident, die Schmengen, du sind wir uns aber alle eins, darüber freuen wir uns. Der Chômage muss reduziert gehen, auch da sind Maßnahmen, die von der Regierungsseite angekündigt sind, da unterstützen wir es. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir den Chômage so sehr wie möglich reduziert kriegen, besonders natürlich auch den Chômage von den Jungen. Ein Wort über die Finanzen. Da liegen als Positionen gegen Schmengen aber ganz weit auseinander. Die Regierung hat gesagt, an dir, Herr Staatsminister und Herr Finanzminister, die hat gesagt, am Anfang von der Krise, Staatsfinanzen sind an der Reihe, das ist Merit, das kascht, was das kascht. Und die hat doch gesagt, keine Steuererhebungen, das wäre Gift für die Entreprisen und die Kaufkraft von den Leuten muss erhalten bleiben. An dem Punkt sind wir mit euch als ADR komplett d'accord. Wir sind auch gegen Steuererhebungen, aber wir sind auch der Meinung, dass die Kaufkraft von den Bürgern muss erhalten bleiben. Andere Parteien oder Präsidenten von anderen Parteien sind mit anderen Ideen gekommen. Aber wir stehen dazu. Wir wollen keine Steuererhebungen. Und auch was Terminologie angeht. Die Schule hat gemerkt zum Beispiel, dass der Vertreter von der SAP hingekommen ist, am Anfang von der Rede gesagt hat, es keine Steuererhebungen. Und dann hat er über die Kohlendioxidsteuer geschwärzt und Taxisen und so weiter. Das sind auch Steuererhebungen. Er hat eine Nationalsteuer bei der Grundsteuer noch envisagiert. Auch das ist eine Steuererhebung. Und er war nicht kapabel, wie Herr Notze der CSV zu antworten. Sie gefragt hat, wie es mit der Erbschaftssteuer, wie es mit der Familiensteuer und so weiter und so fort. Für mich als eng eine Konklusion in dieser Debatte, dass die SAP sich als Partei von den Steuererhebungen aber deutlich profiliert hat. Wir haben auch, was die Schulden angeht an das Budget. Die hohen Schulden, das ist kein Bagatell. Die hohen Schulden, wo den Herr Gramegna der Moje gesagt hat, ja, das werden 30% oszieren. Ja, wenn 30% osziert, dann ist doch mal drüber. Aber wir müssen einfach wissen, dass bei den Ratingagenzen 30% Verschuldung par rapport zum PIB ein Kriterium von einem AAA auf Frohgestalt. Also wenn ein AAA verloren geht, ist das ein Problem für den Finanzplatz und auch für den Rest von unserer Ökonomie. Es geht nicht, wie so, das oszilliert und so weiter. Nein, es muss kapabel sein als Regierung. An so einer Krise, für sich zusammenzuraffen und so was machen wir, wie die Schuld immer 30% vom Bruttoinlandsprodukt zu halten. Das ist ein Defi und das ist da, wo das Regierung verseht, wo sie nicht kapabel ist, Decisionen zu holen. Wo jeder Rang von den 3 Parteien einfach für ihr Programm 4 feiern und das, was du gesagt hast, die sind nicht mehr kapabel, Decisionen zu holen und nicht zusammenzusetzen, dass de weiter so wie bislang an einer Situation, die das nicht erlaubt. Die hohen Schulden sind auch ein Last für die nächsten Generationen. Und es sind die Leute, die immer von nachhaltiger Politik schwätzen. Nachhaltig Politik, so ein Wort, wo auch muss ich gucken, was ist das genau. Es ist nicht nachhaltig, Schulden zu machen für Leute, weil wir über Verhältnisse Haut leben, aber in den nächsten Generationen politische Handlungsspielraum wegzuholen, weil eben die Schuldenlast die erschränkt. Denn wir haben Steuerreform verschiedenes hören. Wir hören die Steuerreform, das sollte ja aber eng von den Paraden politischen Presse von dieser Regierung sehen, die sollte kommen an dieser Legislaturperiode. Sie gewohnt gehen 2021 können sie bestimmt nicht, können sie 2022, können sie überhaupt nach führende Wahlen. Wir wissen es noch nicht, die Regierung vielleicht doch nicht. Wir wollen aber auch so, dass man die große ideologische Traum von der Steuerreform, die Individualisierung einfach auch nicht richtig fanden. Und es war schon eine Ironie gestern an der Rede vom Herrn Staatsminister, den ob einmal die Familie entdeckt hat. An der letzten oder zweitletzten Seite von der Rede, ob einmal höheren Familie, das ist der Platz von der Geborgenheit, und das hat ihn an dieser Krise entdeckt.
Wir sind immer der kompletter Korser, wir wollen die Familie absolut stärken, ein ADR ältere Geld aufhören und so weiter. Das ist bekannt, aber da eine Regierung das sieht, die da gleichzeitig sieht, und Herr Baum hat das engagiert gesagt, sie hätte gerne die Individualisierung von der Steuerlandschaft, das Doofschaffung, steuerliche Aufschaffung von der Familie, das Atomisierung von Menschen, Fragmentierung von den Strukturen an der Gesellschaft, das die Individualisierung zu Lasten von der Familie, das den anderen ideologischen Modell, was hat will die Familie stärken, oder sie neu entdeckt, wieder stärkt sie, oder los, dass sie fallen, dann kommt man der Steuerreform an der Individualisierung von der Steuer, wenn schon egal ist, was für ihn zusammen lebt. Das ist nicht egal. Und wir als ADR werden als immer als Affekotheit in der Familie wirklich vielen, und wir werden das auch durchziehen. Wir brauchen sicher eine Steuerreform, aber wir brauchen keine Steuerreform gegen die Familie. Den Herr Staatsminister hat doch vom Brexit geschwärzt. Auch da ist ein gewissen, lass mich so, schon Kontradiktion. Als Relationen mit dem Vereinigten Königreich sind genauso wichtig, wie sie leider nicht gut sind. Wir haben als ADR immer wollen die Revendikationen von den Briten, von David Cameron, unterstützen, für den Brexit zu verhindern. Das war Eislin. Wir haben gesehen, wo es geht, für Jahre, wo das angefangen hat. Wir hätten die Briten sollen gehen, was sie gefroht haben. Und das hat aber die Regierung nicht gewollt und die Regierung für Drohnen auch nicht gewollt. Und das war ein Fehler. Haut das London ein Konkurrent für uns am Platz in Alliierten an der Europäischen Union, den wir patternedisch immer gebraucht haben und den wir wirklich vermissen. Und das verstehen wir nicht. Wenn ihr könnt hier gehen, Herr Staatsminister, und dann nur noch der britische Premier, den Herr Boris Johnson, für eine Pressekonferenz bloßstellen am Hafen ihres Ministeriums, das war alles nicht nötig. Wir hätten gerne, dass Relationen mit dem Vereinigten Königreich besser sind, dass sie konstruktiv sind. Den Conseil européen am Juli, da sind die rumgekommen, du hast erzählt, dass er für die Menschenrechte in Polen angesagt hat, ganz gut, da kein vitalen Interesse, speziell für Lützeburg. Mit die Hut man darüber geschwert, dass die akzeptiert hat, dass an der Konklusion vom Conseil européen am Juli eine Finanztransaktionssteuer draufsteht, ohne Referenz auf mir große Kader der OECD. Das ist ein terribler Fehler, Herr Staatsminister, den ich muss zurechnen lassen. Wir müssen die Interesse von unserem Finanzplatz am konkurrenziellen Umfeld zu den anderen Finanzplätzen konsequent verteidigen. Dass das da geschehen kann, das ist wahrscheinlich der finanzpolitischste bislang gravierendste Fehler, den ich geschieht ist. Und es darf nicht nach ein Jahr 4 kommen. Es geht nicht durch, dass Herr Gramegna dann darüber sieht am Kader von der OECD, die hat das an der Konklusion vom Conseil européen rausschreiben gelassen. Und das ist ein Fehler. Und wir haben auch leider müssen feststellen, dass ein Emission Trading System auch auf der Aviation und der Pavillon Maritim ausgedehnt wird. Und da wissen wir auch noch nicht, was für uns Ökonomie, wo wir ja aber auch wirklich großes Interesse an den Domänen haben, was das dann hecht. Geringsteuern, an der kommen massiv. Ich will noch Madame Lochsche hören, die hat auch ein bisschen nicht ganz klar Verhältnis, wenn es am Mengen verstehst, mich gewiesen zur Propriété privée, wie die sie ein hellisch Co genannt hat, ja, Madame Lochsche, Privateigentum ist ein Menschenrecht. Das steht an den Menschenrechtskonventionen, also für uns ist das dafür nicht diskutabel. Mit dir wollt aufheuern und ihr macht das schon ein Kohlendioxidsteuer, Akzisenerhöhungen, aber weil wir als ADR konsequent gesagt haben, sie gehen Steuererhöhungen, sind wir selbstverständlich auch gegen der CO2-Steuer, aber sie selbstverständlich auch gegen die Akzisenerhöhungen. Wisst ihr, die sagt immer, ja, da gibt es sozialen Ausgleich mit. Es sind ganz viele Leute, zum Beispiel am ländlichen Raum, die dürfen noch mehr getroffen sind, wie die an der Stadt, weil du keine öffentlich Verkehrsmittel der Lebe von enger Platz auf die anderen zu gehen oder extrem kompliziert, so gut als den öffentlichen Transport bei uns am Land nicht von der irgendwo am Eisleg oder so auf einer Platz sieht, wo der alle Stunden oder alle 12 Stunden einen Bus hat. Da die Leute müssen den Auto holen, und die Leute müssen mehr Kilometer fahren, wie die als Vierrechen, an die Werte bezahlen. Ich will nun, dass ein Elektorat echt an der Stadt, dass wir bestimmt oder das Stadt kann leisten, mit der trifft Leute auch am ländlichen Raum mit ihren Maßnahmen. Wir wissen noch nicht, das hat keiner gesagt, wir haben ein defizitäres Staatsbudget und dann geben wir nicht gewusst, wer das da laut Implikation auf den Tanktourismus. Das eng nach immer von den Hauptquellen, Resetten am Staatsbudget, Login, Akzisenerhöhungen angefeiert, was kostet das pro Jahr? Was bringt es dran an das Staatsbudget, wenn in die sozialen Ausgleichsleistungen da rausrechnet? Und was kostet es am Tanktourismus? Was sind Konsequenzen?
Et geht auch neue Lächte wie d'Entreprise. Ja, die wollt für physisch Personen gewissen Ausgleich aufhören, wie am Transportsektor. Das ist ein ganz wichtiger Sektor. Wir hatten an der Krise, wo man da alle froh dat Kamion gefuhr sind. Wir haben sie gebraucht, batternisch den Transportsektor. Als der Merci und den Transportsektor hier im Land, lo den, dass man es unmöglich oder auf jeden Fall viel mehr schwer wie die Männer, die schon viele Probleme haben an ihrem Beruf, wie auch an der Konkurrenz gegenüber dem Ausland können zu bestehen. Wisst ihr, die Geringsteuern, die Akzisenerhebungen, die sind nicht harmlos, die kosten als Arbeitsplätze. Ich will just daran erinnern, dass man für kurzem ArcelorMittal hat. ArcelorMittal hat gesagt, wir müssen bis zu 570 Arbeitsplätze aufbauen. Und an ihrem Kommuniqué standen extrem wichtige Sachen, die müssen sie schmirken. Es stand dran, wir müssen das machen, wenn es dem Emission Trade System Europa als zu teuer. Wir haben auch dann nicht mehr den Zugang zu der Konkurrenz. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig Weltmarkt. Und das sind 570 Arbeitsplätze allein an engem Betrieb. Und dann geht ihr hin und ihr merkt das noch mehr schlimm. Das ist ja das, was ihr merkt. Ihr wisst, dass die Entreprisen hier im Land schon Probleme haben, Lützeburg als Standort oder Europa, aber speziell auch Lützeburg, rauszusichern, und dann merkt ihr es noch mehr teuer. Das ist nicht vernünftig, weil wisst ihr, nachhaltige Politik, das ist auch Arbeitsplätze für die jungen Leute sichern. Das sind auch Perspektiven für die jungen Leute. Und es geht nicht nur um Klima, es geht auch um Arbeitsplätze und es geht um eine Verantwortung gegenüber uns jungen Leuten. Ihr seht, auf der einen Seite sieht gegen die Jugendchômage und auf der anderen Seite merkt ihr alles, wie das dann in die Luft geht. Wir haben auch mit der Industriepolitik an der Wirtschaftspolitik muss man aber auch eine Bemerkung machen. Die ist dann theoretisch an der Verantwortung von der LSAP, den Herr Fayo. Den Herr Fayo ist an dem Debat praktisch komplett absent. Ich kann nicht so, wie die Herr Fayo hier in die Chamber kommen wäre, und gesagt hat, das ist die Vision, meine Vision von der Regierung mit der LSAP für eine letzte Industriepolitik. Selbst geht es nicht. Es geht aber beim Herr Kersch den Usatz für den Truder aus der Hand zu holen über das Arbeitsrecht, und es gibt bei den Geringen den Usatz für die Industriepolitik an die Hand zu holen über das Umweltrecht. Aber was bleibt als Industriepolitik, als Standort Lützeburg die Industrie, das wissen wir nicht. Und das ist einfach der Situation nicht angepasst. Wir brauchen eine Diversifizierung von unserer Ökonomie. Wir können nicht allein abhängig sein vom Finanzsektor oder von Dienstleistungen. Das ist wichtig, wir allein geht nicht durch. Wir haben auch eine Lehre aus der Covid-Krise gezogen. Und das ist, dass wir relokalisieren, was wir aus China oder auf anderen Plätzen ausgelehrt hatten. Wir müssen als Europa und auch als Lützeburg ein Stück mehr unabhängig gehen, ein Stück mehr resilient, ein Stück mehr sicher für eine Krisensituation. Das heißt, dass wir hier im Land und auf anderen Plätzen in Europa mehr chemische Industrie, mehr pharmazeutische Industrie, mehr Elektronikindustrie brauchen und in anderen Sektoren auch, dass wir uns Unabhängigkeit müssen stärken. Und das wäre auch die Quintessenz schlussendlich von einer Industriepolitik und einer Standortpolitik. Mehr wo ist denn Herr Fayo, wie könnten dann erinnern, als seht das, wie Perspektiven hier will abzeichnen und ist einfach nicht präsent an einem der wichtigsten Sektoren für seine Amtsfeierung. Wir haben Leid getan, muss ich auch sagen, Herr Staatsminister, gestern würde ich heute hinstellen an den geringen Katechismus bilden. Das ist sicher auch für ihr nicht immer einfach gewesen, aber gut, das ist erarbeitet. Ich will aber hier ganz klar, weil das nicht tags genug gemerkt an der Gesellschaft, mich kritisch auseinandersetzen mit der Politik von den Geringen. Weil ich komme nicht mehr als Weltretter, als Gutmenschen, als Besserwisser. Nein, das sind sie nicht. Sie sind mal erstens eine Partei, die systematisch Politik mit der Angst von den Leuten mischt. Die Welt verbrennt. Ja. Lauter ein Katastrophenszenario um anderen. Das als Politik von den Geringen. Ein Katastrophenszenario, wenn Platz die Leute vertrauen sie gehen an Politik. Etwas Positives zu sagen, rational Politik zu feiern, wird sie total emotionalisiert, bewusst für zu manipulieren. Bewusst für zu manipulieren. Wir sehen das ja all da. Wisst ihr, ich will ganz klar sagen, und das basiert sich auf einer ganzen Reihe Tüten, die auch hier im Land, von Lützeburg gemerkt gesehen, eine Dekarbonisierung von der Ökonomie oder vom Land allgemein, auch nicht ökonomisch Sektoren. Eine Dekarbonisierung ist nicht mehr ganz lös möglich, wenn man das Land nicht futti mehr, weil wir sind auch da in Konkurrenz zu anderen Staaten. Wisst ihr,
Für Erzieler zu erreichen, die massive Reduzierung bis 2050 vom Europaparlament, qui dit mieux, die eigentlich 50 Jahre dann direkt 60, minus 60, wenn er das will machen, dann muss die Ökonomie pro Jahr um ungefähr 3% schrumpfen. Aber das heißt, das sehen wir bei der Covid-Krise. Es heißt Arbeitslosigkeit, es heißt schrecklich soziale Umwälzungen, ihr Modell geht nicht, es funktioniert nicht. Und das ist auch moralisch nicht vertretbar. Wisst ihr, die schickt Leute auf die Straße, die jungen Leute Fridays for Future für zu demonstrieren, die besten Absichten haben. Das ist fantastisch, wie sie sich ansetzen. Wir machen ihre Politik als nicht Fridays for Future, mit der Demonstrationen für No Future für die jungen Leute. Und da sind wir nicht d'accord. Wir hätten gerne, dass die jungen Leute von mir eine ökonomische Perspektive und dafür denken wir, konsequent bei der ADR die Weltpolitik mit der Ökonomie, die Weltpolitik mit der Industrie, für das wir eben die Sektoren nicht futti machen, von den Zukunft den jungen Leuten von mehr aufhängt. Wir haben auch eine Zensur wie der Minister Turmes. Das schuld Madame Diesbusch als Lodot für wo der Minister Turmes durch hat einer Blick gehofft gegen High bleiben, für ihn können sie so werde ich für seiner Energiepolitik halen. Dir hut einfach keine Sicherheit, die ihr da es könnt an der Energieversorgung offrieren. Die Politik von den Geringen gibt an der Energiepolitik keine Sicherheit, und das eng von den sichersten Sachen, von den wichtigsten Sachen, die man in der Ökonomie und an der Gesellschaft brauchen. Die erneuerbare Energie, und heute zitieren ich Herr Staatsminister, nicht direkt, aber gleich, die erneuerbare Energie als teuer, sie ist volatil, das heißt nicht zuverlässig per Essence, sie ist stark subventioniert, also sie deckt, und das ist so der wichtige Punkt, und das geht an Diskussionen, die gesagt, sie deckt den letzten Strombedarf, mal nicht einer Form von Energie, nehmen zu ein paar Prozent. Die hat gestern erhöht gesagt, 200.000 Leute gehen mit Wand, also Solarenergie versorgt. Wisst ihr, wenn keine Wand bläst, da sind nicht 200.000 Leute, da sind null. Wenn die Sonne schenkt, da sind nicht 200.000 Leute, da sind null. Und das ist einfach den Unterschied, was da am dafür so mir, und das ist einfach vorrecht, und das ist kein Heibannen, kein den ehrlich, also kein, den als jemand könnte konträr beweisen, dass solange wir volatil Alternativenergie wollen propagieren, können wir nicht gleichzeitig auf Fossilenergien und auf Nuklearenergie verzichten, weil es einfach nicht geht. Das ist vorrecht. Und die hätten wir auch gerne, dass man die politische Diskussion ranbringen, weil die ändert einfach auch die Mentalität, also geht als Realismus. Rechnung geht nicht ab. Und da geht sich immer auf Deutschland bezogen, sie auch Gesetze an der Markt, die ein bisschen immer nur Deutsch im Vorbild sind. An Deutschland ist die Energie immer mit teuer gehen, besonders auch für die Privatstädte. Da das auch eine Sache, die muss so, die Privatstädte bezahlen an Deutschland ganz hohe Strompreise. Die Energie ist unzuverlässig und die Risiko vom Blackout wiest. Netze sind dax überlascht. Als Spitzenstunde, wo alternative Energie stark produziert gehen, da muss es auch nach zu einem Negativpreis an Deutschland verkaufen. Das heißt, bezielt den auch nach für die Energie Last zu gehen, die in der Spitzenstunden hört, und es gibt keine Möglichkeit zu leeren. Den TU Elektrik, der Programm aus von dieser Regierung, das ja nicht nur privat steht, auch Mobilität, Heizung, die Industrie, alles soll elektrisch gehen, das macht das Problem immer mehr schlimm. Den Dilemma, an den der Reiserahmen manövriert, wird immer mehr schlimm. Aber wir haben nicht nur gerechnet, den Rifkin-Modell. Ja, wir haben das geguckt mit Experten. Es ist einfach so, mit Hunderten von Wandrädern im Land, mit Hunderten von Quadratkilometern von Solarzellen, mit Hunderten von Quadratkilometern von Biokraftstoffen. Das sind Flächen, die die normale Agrikultur dann nicht mehr zur Verfügung hat, wie Lebensmittel zu produzieren. Werde das niemals gelingen, für Triffgin-Ziele auch nicht mehr irgendwie können umzusetzen. Das ist die Realität. Elektromobilität, die da ja heimat dicke Subsidien und so weiter dann promovieren, ist weder realistisch, das kriegen wir nie hin, wie an Zeit, wo bis 2030 40% Elektromobilität zu holen. Tresor gehen nicht hier, Batterien gehen nicht hier, mit der Premiere sind nicht da, sie sind wie Weitstrecken nicht geagent. Aber für allem, an der Seite hat mir an alle Riedwerte so als ADR, bis das Problem gelesen ist, also wir kommen immer zurück in der Chambre, es als Menschen verurteilen, die als gering.
dir als Gring, die dann optreten als Gutmenschen auf der Welt, dir sieht, die wisst, wie der Kobalt am Kongo, wo den hier könnt, und wegen und Menschen verurstenden Umständen du gewonnen wird, mit Kannererbisch und ungesicherte Minen, und das ist komplett egal, nee, die subventioniert nach, die bezahlt nach, die begünstigt. Kommt man nicht mehr mit ihren Menschenrechtsverurstenden, also Theorien und so weiter, die überhaupt keine Legitimität mehr. Gut kennen, solange das dort toleriert, solange die Kannererbisch toleriert und noch bezahlt, kommt mir nicht mehr mit ihren Gutmenschenattitüden hier im Parlament, die verdient, das bleibt durch. Dann mit ihren Holzheizungen. Auch die sind ökologisch ganz schwierig, gehen da nicht in Detail, aber ich will noch ein Wort über die Atompolitik sagen. Wisst ihr, die Atompolitik ist, wie ich gerade gesagt habe, braucht man noch eine ganze Reihe Jahre Nuklear- und Fossilenergie. Das verstehe ich nicht. Da dir hingeht, an die refusiert zu gehen, an Sicherheit von Atomkraftwerken zu forschen oder die zu finanzieren. Das heißt, die holt auch noch erkauft, dass Atomkraftwerke eventuell mehr Risiken weisen, wie sie das schon haben, nicht mehr, weil Plan-Ideologie ist, bitte sogar an Sicherheit von einem Atomkraftwerk zu investieren. Auch das muss fertig bringen. Agrarpolitik. Bio ist nicht unbedingt mehr Qualität. Das geht auch heute gesagt, das ist auch eine Diskussion, die man können feiern. Aber es ist auf jeden Fall mehr extensiv. Und an der Covid-Krise ist immer gesagt, wie gut, dass man wenigstens genug Lebensmittel hatte. Wenn der Logik geht, an dem 20% von den Agrarflächen am Land Bio, dann haben wir hier am Land Männer Lebensmittelproduktion. Das ist einfach nach Adam Riese. Da muss ich das auch wissen. Wir fragen uns, wie viel. An mir hätte gerne als ADR, dass kein Druck besteht. Wir wollen Biomasse, soll Biomasse. Da geht mir absolut nichts. Aber wir wollen absolut auch den Leuten, die konventionelle Methoden wollen haben, auch möglich machen, betriebswirtschaftlich weiter zu funktionieren. Aufsatz mehr tun, auch an unseren Schulen, auch an den Schulkantinen. Für was muss die Leute wollen do ausschließen, weil sie ein betriebswirtschaftlicher Approach haben, die ihrer Ideologie nicht entspricht. Gesellschaftspolitik. Da ist so ein Geringling. Und da schwätze ich, was Madame Tanson, die ist auch leider nicht da. Mit dem Gesetz, und das hat den Herr Büttel auch gestern annimmt, vom Accès Origin. Am Prinzip ist das ein gutes Sache. Wir wissen da, und da adressiere ich mich auch die Leute, die dabei sind, nur luisteren, die Debatten an der Chambre nicht so dags mitkriegen. Wisst ihr, da dir verbal, vielleicht auch nicht, auch der Pap aufschafft. Wisst ihr, wie der Pap heißt bei der Madame Tanson, bei den Geringen? Es gibt Mam nach. Weil du kannst noch darüber diskutieren, was ist genau ein Mann damit, und die Diskussion ging schon nicht an. Mit dem Pap ist nicht mit dem Pap, le Père, den gibt es nicht mehr. Es gibt den autre Parent de Naissance. Und all die Männer und all die Pappen, die aus der Bausse nullleistern, die sollen wissen, dass mit der geringen Ideologie sind sie nicht mit Pappen, sie sind autre Parent de Naissance. Es ist eine Diskriminierung von den Männern an ihrer komischen Ideologie, die wir nicht akzeptieren. Genauso mit der Gewalt daheim. Es ist einfach so, dass auch ganz viele Männer einfach wo Gewalt sind. Sie haben aber keinen Platz. Nach vorhin 11 Plätze am Land für Männer, aber mit Kanner vorhin, Männer mit Kanner gibt vielleicht 2 Plätze, die überhaupt geegnet sind, bei 40% männliche Viktimen. Wisst ihr, wir haben nicht gegen Chancengleichheit, aber Chancengleichheit geht in die 2 Richtungen. Sie geht für Frauen, sie geht auch für Männer. Mit der Ethik, wenn ich schon bei dem Sujet sehe, will ich aber auch ganz klar sagen, weil das auch unterschied. Und ich bin immens aufgestoppt, dass als ADR hier können zu sagen, das ist für uns ganz wichtig, dass wir auch eine Partei sind, die sich zum Schutz vom Leben bekennt. Auch das muss es noch gehen an der Politik, aber wir machen das. Wir sind für den Schutz vom Leben. Wir wollen auch Leute, die für einen Schwach stehen, das vielleicht eine behinderte Kant kriegen, denen will man so, dass wenn sie sich jetzt kann dezidieren, dass der Staat soll eine Garantie überholen, dass auch von sie ein KL sind, auch von sie ein nicht mehr da sind, dass ein da ist, den sich das Kant anständig kümmert. Wir wollen wirklich gucken, dass die Menschlichkeit an der Politik eine Priorität gibt. Wir werden noch immer gegen die Kommerzialisierung vom Kant. Ein Kant darf nicht kaufen, ein Verkauf geben, wie die das an ihrer Leihmutterschaft Ideologie will man, an einen Mann, eine Frau darf niemals ausgebeutet gehen, eine arme Frau wie für ein Reich, Kant auszudrohen. Alles das sind absolut unmoralische Deriven, die an ihrem politischen Lehrer finden, auf der Higher-Seite vom Parlament, nicht auf der Doer-Seite. Wir haben eine Reihe Überlegungen zu den Institutionen am Staat. Alle schenken nur mit der Cour Grand Ducal.
Den Arrêté Grand Ducal de Logehol gin ass Maison du Grand Duc dort zu organisieren. Schon vor die schlecht gewählt Maison du Grand Duc. Für mich als Maison du Grand Duc de Palais oder Colmar Bierge oder das Maison du Grand Duc. Für mich als dat Cour Grand Ducal. Mais ich will aber auch klar so, dass für uns als ADR klar ist, dass wir keine Politisierung von der Funktion vom Grand Duc wollen. Das gilt auch für der Nationalfeier, der kriegt der da eine Tendenz. Der Grand Duc steht über der Politik. Über der Politik. Ich hätte gedacht, als Kollegium der Linker, die nicht wie die Monarchie sehen, sich genauso können Römer kennen an den Reden, die geheilt gehen, wie mir. Grand Duc steht über der Politik. Und das soll auch nicht ändern. Wir wollen noch keine Banalisierung von seiner Funktion. Es ist nicht normal, dass der Staatschef mitgeholfen oder technische Konferenzen irgendwo, wo das Niveau vom Staatschef nicht appropriiert ist. Und wir wollen, was überhaupt, wenn wir schon gucken, von unserer Feier, die ist Nationalfeier, wir wollen noch keine Europäisierung, wo sie nicht hingehört. An einer Europa-Feiertag, Herr Staatsminister, du hättest lieber, mir hätte lieber, das wäre mobile Feiertag, da könnten die Leute, die wollten auf die Sprangprozession gehen, könnten einen holen dafür. Die neue Verfassung. Das ist auch ein ganz interessantes Kapitel. Die neue Verfassung, die da soll modern sein. Ich habe das gelehrt, dass es an die Reunionen gibt und die Institutionen, Kommissionen, ihren Hauptkriterium als eine Verfassung soll modern sein. Ich weiß nicht genau, was das soll heißen, wir mal hin, weil wir müssen uns noch mal die Qualität vom Text, der primordialen Faktor, ja. Aber ich kann nicht sagen, dass da eine ganze Reihe Tendenzen bestehen, für das Lützeburg eigentlich einen Teil von seiner Souveränität verleiert, dass man also schon ein Bundesland von einer Europäischen Union konsideriert gehen, und dass wir nicht mitgehen. Aber wo die neue, moderne Verfassung von Lützeburg soll daran bestehen, für als Staatlichkeit und als Souveränität aufzubauen, die gehen wir nicht mit. Aber wir werden doch so an der Öffentlichkeit durchstellen, dass die Erbestände, die heute gemerkt für eine moderne Verfassung, eine Verfassung sind, die als Land fundamental aufsetzt. Das machen wir nicht mit. Dann will ich auch so, dass eine verpasste Chance ist. Wir haben als ADR eine Reihe Propositionen gemacht, und das ist mein Kollege Roy Reding ganz wichtig gewesen an der Diskussion, für wenn wir schon Verfassungstexte wollen ändern, dass wir da wenigstens hingehen und wir gucken, dass wir Verbesserungen herkriegen, wie die Rechtsmöglichkeiten von der Lützeburger zu stärken. Wir haben zum Beispiel proposiert, wenn wir schon Verfassungstexte machen, da sollte man auch den Leuten erlauben, einen direkten Zugang zu der Cour konstitutionell, so wie das in Deutschland oder in anderen Ländern der Fall ist. Das wird direkt refusiert. Wenn es im Interesse vom Bürger ist, da sind dann nicht so sehr da. Wenn es darum geht, für Europa gegenüber Lützeburg mir wichtig zu machen, dann ist mir klein, da sind da. Auch die, wie man nicht macht. Wir haben Propositionen gemacht über die Reform vom Wahlsystem, Herr Staatsminister. Wir haben nicht mehr hören. Wo ist das drin? Wir haben alle Parteien schon Propositionen gegeben, wie das Wahlsystem zu reformieren. Wie nicht immer dann da gewohnt, was die Regierung als da proposiert. Könnt das nach dieser Legislaturperiode, könnt das nicht mehr, die können uns das sagen. Integration von den Ausländern, also ein Sujet, das uns ganz stark interessiert. Zuständig ist Madame Kahn. Also ich hatte schon für du gesagt, dass sie, wenn du Fragen gestellt gehen, dass sie nicht gerne auf die Fragen antworten. Aber ich will ganz klar sagen, dass wir als ADR für eine ganz voluntaristische Integration von den Ausländern hier am Land sind. Wir wollen keine Parallelgesellschaften, wie wir es immer mehr haben, das wollen wir nicht. Und die Integration von den Ausländern, die geschieht über als Nationalspruch, und das ist Lützeburgisch. Es gibt zwar immer mehr eine Konfusion, wo Leute die Sprachgesetz von 1984 nicht mehr so genau kennen. Die schwätzen da von 3 Nationalsprachen, nämlich einen Nationalspruch, 3 Administrativsprachen. Aber wenn wir von Integration schwätzen, wie das Leute können komplett in unserer Gesellschaft teilholen, als das auf Basis von der Lützeburger Spruch. Wir hätten noch gerne, dass Lützeburg am Schulsystem verstärkt. Aber was eigentlich Herr Maisch, auch ein liberaler Minister, Herr Staatsminister, auch revolutionäre Kollegen, hier seht, all Kant braucht eine Schule, die bei ihr passt. Aber was da geschieht, das kann er an der Praxis abgedeelt gehen und Nationalität an der Spruch. Das Regierung ist eine Politik von der Segregation und nicht von der Integration. Auch das muss ein klar gesehen. Die macht den Kontra von dem, was wir gehen machen. Wir wollen Leute abholen bei uns, und wir wollen sie an eine Gesellschaft integrieren. Die dividiert sie also nicht, die macht Parallelgesellschaften und die fördert das nach. Fonction publique, ein weiterer liberaler Minister, Herr Staatsminister. Wir werden gerne eine efficace Fonction publique, und wir sehen mal zu.
dass die Forderungen und Fonction publique an den Examen, aber bei der Rekrutierung an der Fonction publique über die letzten Jahre systematisch Schritt für Schritt aufgesagt werden. Das wollen wir nicht. Als ADR will man eine Fonction publique mit hoher Qualität, eine Fonction publique, die Lützeburg ist, Lützeburg schwätzt. Wir wollen das auch bei der Police, das ist ja auch eine aktuelle Diskussion. Wir hätten gerne eine Police, die Lützeburg schwätzt. Wir hätten gerne, dass der Staat, und da sind ich bestimmt, von dir nach liberal sieht, Herr Premierminister, ich zweifle nun, der Heinz tut, der danach liberal sieht. Mit Wanderkehr, wo Liberalität nach anders ist, da sieht er mal da kommen. Wir hätten gerne Staat, der sich auf seine Care-Funktionen konzentriert. Wir haben 2013, geht also eine Question parlementaire auf 20 Administrationen beikriegt, 4.304 Personen, Beamten an 3.975 Äquivalent temps plein, so steht dann da froh. Und wir suchen als ADR, wir hätten gerne, dass der Staat an die Entreprisen in einem Land auch noch eine Chance haben, für Leute zu finden. Wir wollen keinen pläthorischen Staat aus Kästen gründen, wir brauchen keine Administrationen, die hauptsächlich Ideologie machen. Wir hätten gerne einen Staat, der sich auf seine wirkliche Aufgabe konzentriert, an den der private Sektor nicht die besten Leute konsequent wäschelt, weil auch als petite et moyenne Entreprise, auch als Industrie an anderen Sektoren brauchen ausgezeichnete Leute für das Land auf vier zu bringen. Wenn wir in der Zukunft vom Land schwätzen, muss man natürlich über die Schule schwätzen. Und für uns als die gratis öffentliche Schule, eben in den größten Arkien, die wir an der Sozialgeschichte von diesem Land tun. Wir hatten eine öffentliche Schule, die die Leute gratis ein unerkannten Diplom genügt, ein Diplom mit einem Wert, das ist ein Gefahr, weil Vertrauen an die Schule fortgeht. An der Stadt Lützeburg hat man noch gelesen, dass nämlich 50% von den Kindern an der öffentlichen Schule sind, an der öffentlichen Primärschule. Das ist natürlich ein Vertrauensverlust und das darf nicht sein. Wir wollen, und wir verstehen natürlich, dass Leute sich sorgen, aber wir haben den Nivellement vers le bas in der Lützeburger Schule, das wird nicht thematisiert. Mit all PISA-Etudes, all internationalen Vergleich, seit Jahren und Jahren weiß uns, dasselbe spielt, als Schule wird devalorisiert. Desto mehr Qualität an der Schule geschwärzt wird, desto mehr schenkt sie dort zu sehen. Wir haben eine Zersplitterung vom Schulsystem. Immer mehr verschiedene Schulen und immer mehr unterschiedliche Approchen, mit dem Resultat, wie ich gesagt habe, dass wir Parallelgesellschaften kriegen. Wir haben noch immer mehr Gewalt an der Schule. Wir müssen noch dort dagegen vier gehen. Wir wollen als ADR besser öffnen Schulen, worum das Diplom unerkannt ist. Wir hätten gerne mehr Niveau, wir hätten gerne eine Schule ohne Ideologie, wo sich wirklich auf Lehre konzentriert wird, ohne politische Propaganda, ohne Zentrum für politische Bildung mit seinen komischen Ideen. Wir hätten gerne mehr Homogenität. Wir hätten gerne Lützeburg als Integrationsspruch, wir hätten gerne Wissensvermittlung am Platz kompetenzorientierten Unterricht, die müssen sich dann mal unlesen, was dort zum Teil draufsteht. Wir hätten gerne Objektivierung von den Orientierungsprozeduren, eine Abwertung von den Enseignants an ein Retablissement von ihrer Autorität und natürlich auch eine Abwertung von allen Formationen in Richtung Handwerk. Der Staatsminister hat nicht über die Sicherheit hier am Land geschwärzt. Und das ist aber ein Sujet, die ganz viele Leute hier am Land mit Recht beunruhigt. Die Situation auf der Gare, zu Ettenbrück, zu Esch und auf anderen Plätzen am Land sind nicht mehr da, wo Probleme sind. Mit der öffentlichen Sicherheit ist ein graves Problem hier am Land. Wir hätten gerne, dass wir dagegen umgehen. Wir sollen als ADR klar, dass wir hier der Kriminalität den Krieg erklären. Dass wir die Sicherheitsdienste hier am Land werden steipen, aber ihnen Kompetenzen, Möglichkeiten, Personal, Material geben, was sie brauchen, um ihre Missionen effektiv zu erfüllen. Wir gucken auch an dem Kontext das Statut an die Größe von der Douane überprüft, und wir werden all diesen Verwaltungen optimal Arbeitsbedingungen geben. Es ist ganz klar, dass das auch heißt, dass wir im Bereich von der administrativen Polizei werden den Schritt setzen, sobald wir die Möglichkeit tun, die wir schon lange versprechen, inklusive der Platzverweis, Personenkontrollen und so weiter, wo wir gegenüber dem Ausland weiter dran hängen. Wir gehen auch an der administrativen Police, der Police endlich die Möglichkeiten, die sie braucht. Und wir schaffen eine komplette Transparenz bei den Täterbeschreibungen. Es geht bei uns nicht mehr, dass man muss, wenn es sogar ein Gesicht gibt, dass man nicht weiß, wie Gesicht gibt, weil man nicht beschrieben wird. Das Logement. Das Logement ist ein ganz interessantes Sujet, weil eigentlich auch an dem Punkt der Herr Staatsminister als Member einer demokratischen Partei sich müssen hinstellen und ein sozialistisches Programm vorgelesen hat. Ein liberaler Minister,
De mis so de freie Markt soll zoständig si fir de Logement en huet als he gesote Staat und Gemenge këmmeren se strm. Ja wat das dat fir enger prochte Staat und Gemengen sinn iwwer net dotiert fir dat ze mechen. Staat a Gemeng si schlecht Promoteure. My der Nationalkongress lächte sondege paar Bayier firbreet den och vum Kolleg Roy Reding präsentéiert gouf. Am myn en ganz Rei exzellent Propositionen gemerk, die wirklich Situation Logementsmarkt ging verbessern, frei liberale Positionen. Und das sind die wirken, das sind die Hilfe, mehr Freiheit für den Bauherr, kein Zwang zum Passivhaus zum Beispiel, sehr Prozeduren. Neue Wohnformen förderen, Platz zu behindern. Auch die Verlöhne von Zimmern muss möglich sein. Wir hätten einzig transparent national wertlich für Sozialwohnungen. Wir wollen mehr Möglichkeiten für Privatbauherren, wie zu intervenieren im Marché. Wir wollen die Aufschaffung von der Prorogation legal. Allein die Möglichkeit gegen Hunderte von Wohnungen ganz sehr auf den Markt bringen. Wir wollen die billigen Akte absetzen von 20.000 oder 50.000 Akte. TVA-Logement von 17 auf 3% nicht so aufsetzen. Auch eine Steuererhebung, die Gambia sich zuzuschreiben. Wir wollen den Mietkauf ermöglichen. Der Loyer soll können auf den Verkaufspreis umgerechnet gehen. Wir wollen eine Staatsgarantie, eine Eigenkapitalgarantie, für die Leute ermöglichen, den Start zu haben, wenn sie so viel so nicht können ausspuren, für das sie können überhaupt den Kredit kriegen und etwas kaufen. Wir hätten gerne den Portage foncier, dass sie das Haus bezahlt, dann nicht nur den Terrain, ein Terrain, den DAX mehr teuer als wie das Haus. Wir haben so viele gute Ideen, liberale Ideen, und da stellt sich der Premier Büttel dahinter als ein sozialistisches Programm für, von dem wir schon wissen, dass das niemals funktionieren. Also die wissenfleisch Partei, Herr Staatsminister, das weiß ich nicht mehr. Das, was der Hai 4 gelesen hat am Bereich Logement, das funktioniert nicht. Auch nicht, also das geht um eine Liberalpolitik, wir werden nicht unterstützen, wenn er das merkt. Du doch von der Presse geschwärzt. Das ist den auch für uns ganz wichtig, wenn wir als ADR als klar engagieren für eine demokratische und pluralistische Gesellschaft. Und das vielleicht auch, weil das unterschied von den anderen, wir sind konsequent gegen alle Formen von Zensur, die aber immer mehr in unserer Gesellschaft sich greift, wo die Leute immer mehr fährten, wie zu so etwas zu denken. Ist das normal in einer demokratischen Gesellschaft? Und wir meinen nicht. Und wir sollen all die Möglichkeiten von der Zensur, wir schaffen das auf, wir wollen das nicht. Wir hätten gerne auch eine starke und unabhängige Presse. Eine starke und unabhängige Presse, und das ist auch Zeitungen in der gedruckter Form. Und wir sind für Pluralismus von der Presse, auch für Pluralismus an der Presse, für eine Meinungsvielfalt, für wirklich die Möglichkeit, Freiheit zu leben, Freiheit zu atmen, für das wirklich können zu machen, von dem wir so nicht wären Grundwerte von unserer Gesellschaft, Freiheit. Man da kann man das machen. Die geht hier am Land leider nicht immer respektiert, Herr Staatsminister Schmülich-Sohn. An der Covid-Phase hat Regierung Pressefreiheit nicht respektiert. Der Lützeburger Journalistenverband hat protestiert dagegen. Die hat alle Informationen zentralisiert, den Access von der Presse auf die Informationen wohl limitiert, kontrolliert. Hier zu Lützeburg. Und das ist ein Lützeburger Journalistenverband, den dagegen protestiert hat. Auch da muss ich sagen, auch hier am Land, als die Tendenz zur Zensur, zur Kontrolle von der Information, das ist eine Realität. Und wir so ein Klar sagen, ja, bei uns geht das nicht. Wir wollen die Freiheit atmen, auch an den Medien. Wir sind für Meinungsfreiheit, wir sind gegen Zensur, gegen eine Penalisierung von Gefehler, wie das auch ist. Keine die Plattformen, keine Cancel Culture, und eine politische Korrektheit, der Begriff. Das ist für uns höchstens ein Begriff von Höflichkeit, aber niemals ein Begriff, der eine Opportunität soll beschreiben oder erschränken, für eine Meinung zu haben. Genauso wie Fake News. Fake News ist halt so, dass die Meinung, die ihr nicht selber vertritt, an den Faktencheck, von denen Heinz auf Internet hört, dass eine Tarrenorganisation für eine Meinung zu diskreditieren, die ihr nicht selber hört. Auch das brauchen wir alles nicht. Eine Demokratie lebt von der Konfrontation von den Ideen. Auch wenn Heinz dort Gefühl, wenn ich gucke, dass mir die Ideen hören, die konfrontiert, das ist ohne Idee. So, ein letztes Wort zu der Migration. Lächt wurde zu der Migration, das freut ich auch, weil das ja ein Minister von der LSAP, Herr Engel, den dafür zuständig ist. Ich will just klar so, wir werden da dann dabei politischer Debatte anschmengen, mit dem auch eine kurze Debatte über den europäischen Migrationspakt. Ich will ganz klar so, weil das ist auch wichtig, auch das gehört zu der Situation vom Land. Wir als ADR, wir bekennen uns ohne Erschränkung, zur Asylrechtskonvention von 1950 und zu der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in der Konfliktsituation über 1949. Punkt.
Dazu bekennen wir uns. Wir sind einfach gerade so dezidiert gegen all Missbrauch vom Asyl, aber wir sind gerade so dezidiert gegen eine illegale Immigration an Europa aus ökonomischen Gründen. Das als Politik, das als nicht Eis. Wir refusieren all Quotensystem, wir refusieren all Quotensystem mit Verdelung von Migranten zwischen europäischen Staaten. Das ist ein Frage der nationaler Souveränität. Welches Land will, unter welchen Konditionen, welche Personen, unter welchem Statut, wie lange bei sich abholen, das ist ein Frage der nationaler Souveränität, an die vertreten wir und wir verteidigen sie. Als Position als vollem Akklang mit internationalem Recht. Und dafür so mir auch, dass die Leute, die keinen Schutz mehr brauchen, die müssen noch zurückgehen an hier Länder. Ich habe die Gelegenheit gehabt, wie ich ein paar Punkte zu antworten, und ein paar Sachen zu machen, ein paar Sachen klarzustellen, hier am Namen von der ADR. Aber ich will zusammenfassend sagen, dass das, was dir proposiert, an ihrer Regierungserklärung ganz einfach der Gravität von der Situation nicht angepasst ist, dass die Regierung weiß, dass sie nicht handlungsfähig ist und dass man mit ihr an den nächsten Jahren nicht umwesen, wo ich kein vertrauensvoll sagen, dass das Land an guten Händen gefeiert wird. Das ist so nicht mehr.